An Ostern erinnern wir uns an die letzten Tage, die letzten Stunden im Leben von Jesus. Und das machen wir seit 2000 Jahren. Ein Moment, wo die Weltgeschichte verändert hat, von dem Zeitpunkt an für alle Zeiten. Wir denken zurück an den gefeierten Einzug am Palmsonntag, wo sie Jesus als König gefeiert haben, wo er eingezogen ist auf das Jerusalem. Wir denken an die bewegten Momente bis zu dem Gründonnerstag, wo er mit seinen Jüngern zusammen das Abendmahl gefeiert hat und nachher im Garten Gethsemane ist. Wir denken zurück an Karfreitag, wo Jesus gekreuzigt worden ist auf Golgatha und sein Leben gelassen hat. Und wir denken vor allem zurück an Ostersonntag, an das Wunder von der Auferstehung, an das Wunder vom neuen Leben, an das Wunder von der unerwarteten Wendungen. Und die Ereignisse rund um Ostern haben die Menschen durch alle Zeiten durch bewegt, haben etwas gemacht mit ihnen. Und so erstaunt es nicht, dass die Ereignisse, die Geschichte, das, was dort passiert ist, Menschen auch immer wieder dazu inspiriert hat, das künstlerisch zu verarbeiten. Es gibt unzählige Beispiele von Gemälden, von Skulpturen, von Liedern, von Gedichten, von künstlerischen Ausdrucksformen, die versuchen, den einen oder anderen Aspekt von diesen Ereignissen aufzunehmen und Menschen näher zu bringen. Und wenn ich so an Ostern denke und an die künstlerischen Sachen, dann kommt mir vor allem etwas in den Sinn, und vielleicht dir auch, nämlich das weltberühmte Bild von Leonardo da Vinci. Das letzte Abendmahl oder das Abendmahl, wie man ihm sagt. Ein Bild, das er gemalt hat, wo ein Meisterwerk ist, und ich nehme an, jedes von uns ist dem schon irgendwo mal begegnet. Es ziert seit Ende des 15. Jahrhunderts die Nordwand vom Speissaal vom Dominikanerkloster Santa Maria delle Grazie. Es ist rund 4,5 Meter hoch, etwa 9 Meter breit, und es gilt als Höhepunkt vom malerischen Wirken von Leonardo da Vinci. Er hat über 4 Jahre an dem gearbeitet und hat unzählige Skizzen und Studien von diesen einzelnen Figuren gemacht. Es alles müssen perfekt sein. Und es ist ein einzigartiges Meisterwerk geworden. Offenbar, das habe ich so gelesen, hat er sich mit der Figur vom Judas besonders schwer getan und hat lange Mühe gehabt, den richtigen Gesichtsausdruck zu finden für diese Person. Und irgendwann einmal ist er dann fündig geworden in einem böhmischen Kaufmann und hat dann das fertiggestellt, das Gemälde. Und ein paar Jahre später, wo dann der Mensch wieder zurück auf Mailand gekommen ist, hat er sich ein bisschen gewundert, warum alle Leute über ihn tuscheln, warum es überall ein Geläster gibt, bis er dann herausgefunden hat, und ich weiß nicht, ob er erfreut war über diese Tatsache, dass sein Gesicht das Gesicht ist, das der Judas trägt, wo Jesus verraten hat. Das Bild ist wegen seiner perspektivischen Tiefendarstellung bahnbrechend gewesen für die Malerei von der Renaissance und hat auch der ganzen Malerei nochmal ganz einen neuen Stempel aufgedruckt. Die Jünger sind in Dreiergruppen organisiert und sie reagieren auf die Ankündigung von Jesus, dass einer von ihnen, der da mit ihm an dem Tisch hockt, ihn verraten wird. Die Szene, die wir sehen auf dem Bild, die man noch heute begutachten kann in Mailand, die wird uns in diesen 4 Evangelien in allen berichtet, aber nicht in allen genau gleich. Und wie so oft haben die 4 Evangelisten einen unterschiedlichen Blickwinkel auf das gleiche Ereignis. Und wir werden heute ein bisschen tiefer eintauchen in den Bericht, wo der Johannes, einer von diesen Jüngern, der mit Jesus am Tisch gehockt ist, über diese Ereignisse geschrieben hat. Er macht es relativ umfangreich, ausführlich. Im Kapitel 13 bis zum Kapitel 17 von seinem Evangelium beschreibt er die letzten Worte, die Jesus in dem Kreis an seine Jünger gerichtet hat. Mit ihm zusammen sind noch 11 andere an dem Tisch gehockt, vielleicht sogar noch ein paar mehr, von denen wissen wir es nicht, von diesen Frauen, die mit Jesus ständig unterwegs sind und umgezogen sind. So sind sie also dort zusammen gewesen und haben das Passafest, das jüdische Passafest gefeiert, wie sie das jedes Jahr gemacht haben. An dem Tisch, und jetzt werden wir den Blick auf ein paar einzelne von diesen Figuren werfen, sind die 12 Jünger gehockt und der Johannes berichtet uns von diesen verschiedenen Charakteren in diesen Kapitel 13 und folgende über die Eigenheiten von diesen Jüngern. Mit dem Jesus an dem Tisch gehockt ist der übermütige Petrus.
Wir sehen ihn da in der Mitte, Führer lehnend, und die einen werden es erkennen, in seiner Hand den Dolch, den er später an dem Abend dann noch nutzen wird. Seine Persönlichkeit, ganz ehrlich, ist ein Öffnungsgeheimnis. Über den Petrus weiss man viel und ich nehme an, die meisten da rein werden gehört haben, dass er sehr ein mutiger, ich würde sogar sagen, ein übermütiger Mensch war. Er war nicht verzagt um ein Wort und immer oft der Erste, der etwas zu sagen hatte. Ein Draufgänger. Und so beschreibt Johannes ihn unter anderem mit folgender Wort, wo er zitiert, wie er sagt: Lass mich doch jetzt bei dir bleiben, bat ihn Petrus, also Jesus, und beteuerte: Ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Petrus geht aufs Ganze. Wow, für Jesus zu sterben. Jesus weist ihn dann sanft darauf hin, dass er das Versprechen nicht wird halten können. Und dass nur in dieser gleichen Nacht, bevor der Gückel dreimal kläht, er das Versprechen wird gebrochen zu haben. Am Tisch von Jesus hat es also Platz für leidenschaftliche Menschen. Für Menschen, die voller Feuer sind, für den Glauben und für den Jesus. Für Menschen, die parat sind, Opfer zu bringen, für die Sache, die ihnen so viel bedeutet. Für Menschen aber auch, die vielleicht manchmal an ihren eigenen Ansprüchen oder ihren eigenen Vorstellungen gescheitert sind. Und vielleicht, wenn sie ehrlich sind, merken, dass sie manchmal ein bisschen zu schnell sind und an diesen Ideal nicht ganz klar kommen. Es hat aber noch andere Leute. An diesem Tisch hat es auch Platz für den einfühlsamen Johannes. Der Da Vinci stellt ihn als eine sehr sanfte Person dar. Eine feine Person. Der Johannes redet von sich selber folgendermaßen. Im Kapitel 13, Vers 23 heißt: Ganz nah bei Jesus hatte der Jünger seinen Platz, den Jesus sehr lieb hatte. An dem Tisch von Jesus hat es auch Platz für einfühlsame Menschen. Für Menschen, die ein besonderes Sensorium für ihre Umwelt haben. Die Sachen anders wahrnehmen, sehen, beobachten und spüren wie andere. Für die vielleicht nicht die Ersten sind, die sich melden. Für die Stillen unter uns. Für die Vorsichtigen. Auch für die hat es Platz in der Nähe von Jesus. Auf diesem Ausschnitt hat es aber noch eine dritte Person. Es hat nämlich an diesem Tisch auch Platz für den schuldbeladenen Judas. Am Tisch von Jesus hat es nicht nur Platz für die Braven und für die Frommen, die alles im Leben auf die Reihe bringen. Nein, auch der Judas war der, zumindest zum Anfang dieser Szenerie. Kaum vorstellbar, oder? Dass Jesus den Jünger an seinem Tisch Platz nehmen lassen hat, obwohl er gewusst hat, was später wird passieren. Und so lesen wir im Johannes 13, Vers 26. Jesus antwortete Johannes auf dem seine Frage: Es ist der, dem ich das Stück Brot geben werde, das ich jetzt in die Schüssel eintauche. Darauf tauchte er das Brot ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Am Tisch von Jesus hat es auch Platz für Menschen mit grossen Schwächen, mit Fehlern, mit Makel. Menschen mit dunklen Geheimnissen, die sie lieber für sich behalten, wo niemand darüber Bescheid wissen. Jesus weist sie nicht ab. Jesus schickt sie nicht fort und schaut sie nicht verächtlich an. Es hat aber noch mehr. Wir sehen einen anderen Ausschnitt und auf diesem Bild sehen wir eine andere Gruppe. Wir haben nicht Zeit, um auf alle eingehen, aber einen aus dem Bild möchte ich rausnehmen. Man sieht vor allem seinen Finger, der offen steht. Der zweifelnde Thomas. An dem Tisch von Jesus hat es auch Platz für die Menschen, die Zweifel und Fragen haben. Für mich sind das Menschen, die es ein bisschen genauer wissen wollen. Menschen, die sich nicht so mit saloppen Antworten zufrieden geben. Menschen, die hinter die Fassade von Sachen sehen wollen, die der Sache auf die Schliche kommen wollen, die es genauer sehen wollen, genauer wissen wollen. Der Johannes berichtet uns, wie der Thomas noch eine Rückfrage hat, wo Jesus da seine Ausführungen am Machen ist. Im Johannes 14, Vers 5 lesen wir: Nein, Herr, widersprach ihm Thomas. Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg dorthin finden? Ich finde, es braucht durchaus Mut, zum Jesus, am Sohn von Gott, zu widersprechen, oder nicht?
Zum zu sagen, halt mal schnell, Moment schnell. Du hast jetzt gerade etwas gesagt, aber mir geht es ein bisschen zu schnell. Auch diese Menschen haben einen Platz an dem Tisch von Jesus. Sie werden oft als Störenfried wahrgenommen. Leute, die irgendwie unnötig alles verkomplizieren. Aber auch für sie jetzt Platz an dem Tisch von Jesus. Für sie mit ihrer besonderen Form von Interesse und mit ihrer analytischen Art. Aber Jesus ist nicht überfragt und Jesus ist nicht überfordert mit ihren Bedürfnissen, die sie haben. Und noch ein letzter, ein unscheinbarer, von einem anderen Bild. An dem Tisch von Jesus hat es Platz für ganz viele Menschen. Es gibt die wir alle kennen, oder? Der Petrus, der Johannes, der Jakobus, der Andreas, der Thomas. Aber wer von uns könnte auswendig die Namen von allen 12 aufzählen, die dort an diesem Tisch gehockt sind? An diesem Tisch hat es auch Platz für die nicht so bekannt sind. Für die oft übersehen werden. Für die vielleicht manchmal sogar darunter leiden, dass sie das Gefühl haben, dass sie niemand sind und nichts zählen und nichts gelten. Der eine dort, der Thaddäus in der Mitte, ist so unscheinbar, dass er nicht einmal in jedem Evangelium den gleichen Namen hat. Wir lesen auch wieso, weil im Johannes 14 lesen wir, da fragte ihn Judas, nicht der Judas Iskariot, sondern der andere Jünger mit demselben Namen und hat eine Frage gestellt. Weißt du, wie dumm ist das, wenn du in dieser Gruppe von diesen Jüngern bist und Judas geheissen hast? Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum das ihn die anderen Evangelisten Matthäus und Markus als Thaddäus beschreiben, als einen Spitznamen, den er offenbar auch hat. Vielleicht darum. Er ist unscheinbar. Von ihm wissen wir nicht viel. Seine Geschichte ist nicht so spektakulär wie die von Petrus. Auch für ihn hat es Platz gehabt. Für die Menschen, die sich unbedeutend fühlen und das Gefühl haben, sie haben keinen gewinnbringenden Beitrag in dieser Welt zu leisten. Als ich das Bild vom Da Vinci angeschaut habe, ist mir die simple und doch so tiefgreifende Wahrheit entgegengekommen, dass es an dem Tisch von Jesus Platz für alle Menschen hat. Egal, wo sie herkommen, egal, wie sie aussehen, egal, was für eine Geschichte das sie mittragen. Ja, noch viel extremer, egal, wie sie stehen zum Glauben und zu dem Jesus. An dem Tisch von ihm hat es Platz für alle Menschen. Er ist jemand, der sich eingeladen hat auf alle Menschen, egal wer sie sind und wo sie herkommen. Für die Guten und für die Schlechten. Für die Angesehenen und für die Unbedeutenden. Und wenn ich so mein eigenes Leben anschaue, dann merke ich, dass ich immer und immer wieder ja auch einer von denen bin. Und mich vielleicht im einen oder anderen von diesen Charakteren selber wieder drin finde. An dem Tisch von Jesus. An der Ostern geht es um die Botschaft, dass es jeder von uns gleichermaßen angeht. Dass wir alle vor Gott gleich sind. Dass Gott keinen Unterschied macht darüber, was für ein Titel auf unserem Visitenkärtchen steht. Wie viel Einkommen das wir haben. Ob wir es genauer nehmen oder weniger genau nehmen mit gewissen Sachen. Ob wir fromm sind und uns alle Regeln halten oder ob wir vielleicht einen Lebensstil haben, wo die Leute den Kopf schütteln, wenn sie an uns vorbeigehen. An Ostern sind wir alle angesprochen. Jeder von uns. Weil wir das, was an Ostern passiert sind, alle genau gleich brauchen. Egal wer wir sind und wo wir herkommen. Oder so wie es der Paulus ein bisschen später, einer von diesen Menschen, der uns viel über Jesus beibringen konnte, im Epheserbrief geschrieben hat. Er unterstreicht das nochmal mit dicken Strich und sagt, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. An dem Tisch von Jesus hat es Platz für jedes einzelne von uns, egal wer wir sind und woher wir kommen. Wenn wir vor Gott alle gleich sind, wenn er uns anschaut, dann gibt es keinen Unterschied und wir alle brauchen das Geschenk von dieser Ostern. Weil an Ostern geht es nicht um das, was wir sind und was wir machen, sondern das, was Jesus gemacht hat für uns. Dass er auf die Erde gekommen ist, dass er die Herrlichkeit im Himmel hinter sich gelassen hat,
Dass er zum Diener der Menschen geworden ist und dass er sein Leben hingibt als Beweis von dieser Liebe, die er hat für jedes einzelne von uns. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben haben kann, so wie er es versprochen hat. Es geht darum, dass er sein Leben hingegeben hat und dass er auferstanden ist. Und es ist ein Geschenk, das Gott jedem Einzelnen von uns möchte machen. Egal, ob du das heute Morgen zum ersten Mal hörst oder vielleicht zum 1000. Mal gehört hast. Ich habe mir Gedanken gemacht über die Kapitel 13 bis 17, wo der Johannes berichtet von diesen letzten Worten, wo Jesus zu berichten hatte. Wo Jesus an seine Jünger gerichtet hat, bevor er von dieser Erde weggegangen ist. Und mir ist aufgefallen, dass es wie nochmal eine Ebene tiefer geht. Weil die Themen, die Jesus mit diesen Jüngern besprochen hat, sind Themen, wo irgendwie alle von ihnen genau gleich angegangen sind. Es sind die Fragen, die zu den grundlegendsten Bedürfnissen von jedem einzelnen Menschen gehören. Jesus hat nämlich mit ihnen über Gefühle geredet, über Erfahrungen, über Wünsche und Bedürfnisse, die wir wahrscheinlich alle kennen. Er hat mit ihnen über die Angst geredet, alleine gelassen zu werden. Und er sagt, ich gehe und ich werde euch zurücklassen. Und er hat mit ihnen darüber geredet, was das auslösen in uns drin. Und er hat ihnen den Zuspruch gegeben und er hat gesagt, auch wenn ich weg bin, ihr seid nicht allein. Weil erstens mal habt ihr einander. Und zweitens mal habt ihr Gemeinschaft mit mir. Mit dem Gott, dem Vater im Himmel. Mit mir, dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Etwas, das euch niemand nehmen kann. Egal, was auch passieren und was wird auf euch zukommen. Er redet mit ihnen über den inneren Frieden, den wir alle so oft suchen, inmitten von stürmischen Ereignissen. Das Weggehen von Jesus, sein Tod, seine Auferstehung und das, was nachher passiert, hat das Leben diesen Menschen verändert. Es war fertig mit der Ruhe. Viele von ihnen mussten flüchten. Viele von ihnen haben am Schluss mit dem Leben gezahlt für ihren Glauben, den sie hatten. Und Jesus spricht ihnen zu und sagt, es gibt da einen Frieden, wo wir Menschen haben können, der tiefer ist, der grösser ist, der weiter ist als all unser Verstehen. Der nicht mit menschlich rationalen Mitteln ergründet werden kann. Ein Frieden, der aus dieser Gemeinschaft mit Jesus kommt. Er redet mit ihnen über die Lebensfreude. Mit einer Lebensfreude, die wir haben in unserem Herz, die unabhängig ist von den Umständen, die um uns herum sind. Inmitten von Schwierigkeiten, von Herausforderungen kann unser Herz froh und fröhlich sein. Durch die Gemeinschaft, die Verbindung mit dem Gott. Und er redet über die Hoffnung. Die Hoffnung auf das Leben nach dem Tod. Die Hoffnung auf Veränderung. Die Hoffnung aufs Unmögliche. Und das Symbol von dieser Auferstehung ist so ein Zeichen von dieser Hoffnung, wo Gott jedem einzelnen Menschen zusprechen will. Jedem einzelnen von seinen Jüngern und von seinen Jüngerinnen will sagen, es gibt da Hoffnung, die über das Leben ausgeht. Egal, was da wird passieren. Egal, ob sich dein Leben in eine Richtung entwickelt, wie du dir das vorgestellt hast oder nicht. Es wird einmal der Tag kommen, wo wir uns wiedersehen werden, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Sagt, es wird einmal der Tag kommen, wo ihr mit mir zusammen werdet sein, an dem Ort, wo ich jetzt euch schon vorausgehe. Und wenn er ihnen sagt, wo ich euch eine Wohnung, ein Zuhause vorbereite, wo wir zusammen in alle Ewigkeit sein können. Ich lerne daraus, von Gott sind alle Menschen gleich. Du, ich, der Petrus, der Judas, der Jakobus, alle, die an dem Tisch mit Jesus gehockt sind. Wir alle schauen auf das Ostern, wir alle brauchen das Ostern in unserem Leben, in unserem Herz drin. Und Jesus lädt uns ein, jedes einzelne von uns, zum Platz nehmen an diesem Tisch. Anzusitzen und sagen, auch ich bin angesprochen und auch ich bin gemeint. Und jedes einzelne von uns hat seinen eigenen Lebensrucksack, den es mitträgt, seine eigene Geschichte, seine eigene Persönlichkeit. Und ich weiss nicht, in welchem von diesen Jüngern, dass du dich vielleicht findest. Vielleicht im übermütigen Petrus, der voller Leidenschaft ist für den Jesus und es mega gut meint. Vielleicht im sanften und einfühlsamen Johannes. Vielleicht im schuldbeladenen Judas, wo du denkst, wie könnte ich jemals Platz nehmen an diesem Tisch mit meinem Leben? Wenn du wüsstest, wenn ihr wüsstet, was ich alles verbockt habe, was ich alles auf dem Kerbholz habe. Vielleicht siehst du dich im zweifelnden Thomas, der irgendwie gern würde, aber nicht kann, weil er das Gefühl hat, ich weiß nicht.
was ich soll anfangen mit dem Glauben, was ich soll anfangen mit dieser Auferstehung. Die ist irgendwie komisch und suspekt. Oder vielleicht im Unscheinbaren, Thaddäus. Du hast das Gefühl, dass dich niemand sieht. Dass du keinen wichtigen Unterschied machst auf dieser Welt. Jedes von uns ist dort willkommen. Und als ich so die Jünger angeschaut habe, wie sie mit Jesus an diesem Tisch sitzen, ist mir ein Vers in den Sinn gekommen, wo Jesus zu ihnen gesagt hat an einer anderen Stelle. In Matthäus 11, Vers 28 und 29 sagt Jesus zu ihnen Folgendes. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben oder Friede geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und ich sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Heute Morgen soll am Morgen sein, wenn ich dir eine Einladung ausspreche, im Namen von Jesus, stellvertretend für ihn. Und sage, auch für dich hat es Platz an diesem Tisch, egal wer du bist. Du darfst kommen, so wie du jetzt bist, mit allem, was du mitträgst in deinem Leben. Mit deinen Sorgen, mit deinen Ängsten und Befürchtungen, mit deinen Hoffnungen, mit den Sachen, die du eigentlich gern würdest hoffen, aber vielleicht gar nicht magst hoffen. Jesus sagt, du hast Platz, du bist gemeint, egal wer du bist und wo du herkommst. Für dich ist Platz da. Und du darfst das, was dich belastet und das, was dich beschäftigt, das, was manchmal so schwer auf deinen Schultern lastet, wie das Joch, das Jesus da beschreibt, für das, was du manchmal das Gefühl hast, wo du mitschleifst in deinem Lebensrucksack rein, an den Tisch mitnehmen und bei Jesus abladen. Und er sagt, ich will dir einen Tausch vorschlagen. Ich will dir etwas geben, wo du dir nicht selber kannst verdienen, egal was du machst. Etwas nehmen, wo du als Geschenk kannst empfangen, wenn du parat bist, das Alte loszulassen und deine Hände aufzumachen und Neues empfangen. Es ist der göttliche Friede, der Shalom-Friede, die Ruhe in unser Herz, in unser Innersten hinein. Die Hoffnung mitten in unser Leben hinein. Die Freude mitten in unser Herz hinein, die unabhängig ist von allen Lebensumständen. Das Geschenk, das nur Gott uns machen kann. Und Ostern ist so ein Symbol für das. Ein Symbol für das neue Leben. Für die Auferstehung, für die Kraft der Veränderung, für die Hoffnung inmitten der Hoffnungslosigkeit. Ein Symbol für das Licht, das scheint mitten in der Dunkelheit hinein, jedem einzelnen Leben von uns. Und so werden die heute Morgen die Möglichkeit haben, an diesem Tisch Platz zu nehmen. Anzusitzen und symbolisch das letzte Abendmahl mit Jesus zusammen zu feiern. Es hat Brot und es hat Traubensaft an diesem Tisch, wo man sich ein Stück abbrechen kann und wo man ein Becherchen nehmen darf und wo man sich selber über sein eigenes Leben und sein Miteinander mit Gott Gedanken machen kann. Wo du die Einladung annehmen kannst, wo Jesus dir ausspricht und sagt, komm und nimm Platz an diesem Tisch, so wie du bist. Und lass dir von mir die Ruhe mit in dein Leben hineinschenken. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Leben hingibst für jedes Einzelne von uns. Dass du den Preis gezahlt hast und das gemacht hast, was niemand von uns für sich selber tun kann. Und so stehe ich vor dir, so stehen wir alle vor dir mit leeren Händen. Und egal, was wir meinen, dass wir könnten bringen, vor dir sind wir alle gleich. Jesus, du kennst jedes Einzelne von uns, egal wer wir sind, ob wir uns würdig oder unwürdig fühlen. Egal wer wir sind, du weißt um unser Leben. Du weißt um das, was wir mittragen. Und die Einladung gilt jedem von uns. Sie gilt auch mir. Dass du mich nimmst, wie ich bin. Und dass du mir den Frieden und die Ruhe ins Herz schenken willst, die niemand anders geben kann. Ich bitte dich um das Wunder von Ostern, wo Licht aufblitzt, mitten in unserem Alltag, mitten in der Realität von unserem Leben hinein.
Amen.